Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Den 8. März ist der internationale Frauentag. An der Europäischen Union und noch zu Lützeburg wird viel rund um den Tag organisiert. Vier drun an Donau. Für die Opinion publik auf Probleme von den Frauen aufmerksam zu machen. Am Europäischen Parlament war der 5. März der großen Tag, wo unter der Regie von der Frauen- und Gleichbehandlungskommission eine Manifestation war, wo ich als die langjährigste Europadeputierten auch als Rednerin der hat zu intervenieren. Invitiert waren noch Nationalparlamentarierinnen aus den 27 Ländern. Leider war kein von Lützeburg gekommen. Daheim war ich von allem am Europahaus beim Palais engagiert, wo das Büro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg eine flotte Debatte über Mittag organisiert hat. Lydie Polfer und ich konnten da einen interessanten Dialog führen. Von allem auch darüber, wie es mit der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern zu Lützeburg ist. Dazu ist zu sagen, dass die europäische Legislation seit 1975 viel dazu beigetragen hat, dass man zu Lützeburg eine ganze Reihe von Diskriminationen, in denen auch die Frauen von vielen Generationen zu leiden hatten und nach hun aufbauen konnten. Europa hilft uns auch heute noch immer, besonders mit europäischen Direktiven und dem Reis zu Lützeburg zu halen haben, für das Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern auch wirklich garantiert wird. Dazu gehört es, dass die Frauen, die ihren Beruf ausüben wollen, möglich gemacht wird, ihre Berufspflichten mit ihren Familien- und Erziehungspflichten zu konzilieren. Da leidet hauptsächlich krumm an der Heck, besonders bei Koppeln, die eben allen zwei berufstätig sind, wo aber wie das nun einmal nach immer ist, die Hauptlast von der Arbeit daheim und noch von der Erziehung von den Kindern meistens nach ob die Schülerinnen von der Frau leidet. Sicher gibt es immer mehr Krechen, Foyers, Maison de Relais und noch andere Offeren für die Kinder zu betreuen, wenn die Mama und der Papa auf ihrer Schaft sind. Das ist ja bei uns auch Gott sei Dank nach so, dass ein großer Prozentsatz von Großeltern absprangen, für sich um die Kinder von ihren Kindern zu kümmern. Viele Frauen, die das Pensum von einer vollen Tag von 40 Stunden an der Woche bei ihrem Patron und die Last vom Staat einfach nicht packen, die weichen auf Teilzeitarbeit aus. Andere haben ganz auf meinem Beruf eine Zeit, oft Jahre, für sich ganz der Familie, an die Kinder und auch den näheren Leuten, die Fleisch brauchen, zu konsakrieren. Leider ist es noch immer so, dass diese Frauen sich dadurch selber schulden, an ihrem späteren Leben, weil sie dann nicht mehr recht auf eine kleine, eigenständige Pension haben, was dramatisch ist, was sie noch lange Jahre Mariage, besonders wenn sie mehr wie 50 Jahre alt sind, geschieht gehen. Das ist ungerecht vis-à-vis von diesen Frauen. Zu Lützeburg versichern ich seit über 30 Jahren, Lösungen für dieses Problem zu finden. Die Frauenorganisationen haben solide Vorschläge gemacht, für dieses Problem endlich zu lösen. Wir tappert politische Willen, für endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Ich verstehe, dass es weh tut, wenn ein Mann bei der Scheidung seine Pensionsrechte mit der Frau teilen soll, die daheim bleiben ist, für sich um den Staat und Kinder zu kümmern. Mit seinem Einverständnis übrigens. Aber ist es da gerecht,
das Frau am Mann einfach am Rhein stehen zu lassen, ohne Recht auf Sozialsicherheit und Altersversorgung, solange der geschädigte Mann lebt. Bei seinem Tod, also so eine Frau am Mann, jo geschieht oder nicht, mit einer anständigen Witwerrente an einem System versucht, wenn der Mann regelmäßig geschafft wird, aber besonders gut, wenn er noch nach einem Dick Platz hat. Am Europäischen Parlament haben wir auf meine Initiative anfangs der 90er Jahren schon einen Bericht gemacht und noch mit einer immensen Majorität angeholt, an dem wir eine Richtlinie verlangt haben, für das alle Memberstaaten von der Europäischen Union das Splitting von den Pensionsrechten, wie es in Deutschland gibt, beim Divorce misst aufhören, für eben den beschriebenen Problem an den Griff zu kriegen. Leider ist bis auf dem Gebiet von Europa aus auch nichts geschickt, weil oft kommen wir zu Lützeburg besser weiter, wenn wir durch eine Gesetzgebung an der Europäischen Union obligiert gehen zu handeln, wie das durch die vielen Gleichbehandlungsrichtlinien seit 1975 der Fall ist. Im Moment sind ich am Europäischen Parlament Rapporteur über eine Richtlinie, mit der wir sicherstellen wollen, dass die Frauen und Männer, die als Conjoint oder Partner am Familienbetrieb mithelfen, müssen eigenständig versichert sein. Ich hoffe, dass ich mich nach 4 Runden Europawahlen vom 7. Juni am Parlament mit meinen Vorstellungen durchsetzen kann, für das wir auch zu Lützeburg die paar 100 Fälle, wo so Frauen noch nicht versichert sind, regeln können. Hei ist für allem Überzeugungsarbeit nötig. Wir brauchen ein obligatorisches System, wie es in der Landwirtschaft zu Lützeburg gibt, was übrigens an Europa ein Musterbeispiel ist, wie jene so Probleme an den Griff kriegt. Ihr seht, auch wenn man an puncto Frauenrechte seit den 60er Jahren, wie ich an die Chamber gekommen sind, viele Rechte tun, so bleiben doch solide Probleme, besonders für die älteren Generationen von Frauen. Der internationale Frauentag war für mich allerdings eine Gelegenheit, am Europäischen Parlament an daheim und das Problem zu erinnern, an Lesungen zu fordern, zu denen die Europäische Union einen guten Teil beitragen kann. Weil bislang konnte man zu Lützeburg wirklich schnell Fortschritte machen, wenn wir europäische Texte hatten, die uns dazu obligiert haben. Und ich hoffe, dass das auch an diesem Dossier der Fall wird sein. Merci, dass ihr mir nur gelauscht habt und bis die nächste Woche.